Was hat der Great Reset mit dem Geldsystem zu tun? Ist es richtig, dass eben der Fehler im System liegt, dass Fiat Money immer am Ende zu einem Reset führen muss? Es ist das Tabuthema schlechthin. Wer dorthin greift, kann Namen wie Rothschild oder Rockefeller nicht auslassen. Der muss von Versklavung und vom Krieg gegen die Menschheit sprechen. Und das ist absolut vermintes Gebiet. Wir tun es trotzdem. Die Zeit ist reif. Wir müssen darüber sprechen. Wann, wenn nicht jetzt? We have to prepare for a more angry world. So people assume we are just going back to the good old world which we had, and everything will be normal again in how we are used to normal, in the old fashion. This is, let's say, fiction. It will not happen. The change is not just happening. The change can be shaped by us. And I see the need for action. I see the need for a great reset. Der Great Reset ist der Versuch der Hochfinanz, das Ende des aktuellen Finanzzyklus kontrolliert in die gewünschten Bahnen zu lenken. Bedeutet noch mehr Macht, noch mehr Reichtum für eine kleine, superreiche Milliardärsklicke und totale Enteignung der Masse, 99,9% der Menschheit. Am Ende eines Zinsgeldsystems muss es nämlich zwangsläufig zu einem Neustart kommen, alle paar Jahrzehnte. Das war etwa beim Währungscrash der 1920er Jahre so, das war bei diversen Währungsreformen so und seit spätestens 2008 ist das Ende des aktuellen Geldzyklus eingeläutet. Die Hochfinanz musste handeln. Ein Reset war nötig. Praktisch, dass man diesmal keine kriminellen Börsenspekulanten schuld am Crash gemacht hat, sondern man diesmal einem Virus oder einem Krieg alles in die Schuhe schieben kann. Mit dieser Sendung starten wir bei Auf 1 einen umfangreichen Schwerpunkt zum Urfehler des Geldsystems. Den Auf 1 Shop haben wir mit entsprechender Fachliteratur zum Thema aufmagaziniert. Und ich freue mich etwa, dass wir auch Klassiker wie das Geldsyndrom von Helmut Kreuz mit aufnehmen konnten und viele andere gute Bücher zu diesem Thema. Ich habe schon einige Interviews mit Finanzexperten und Wirtschaftsfachleuten geführt, die wir die nächsten Wochen hier ausspielen werden. Diese Sendung heute ist somit der Einstieg in diesen nicht ganz leichten Teil der Erwachsenenbildung. Also versuchen Sie konzentriert mit dabei zu bleiben, um den Einstieg in diese schwierige Materie zu schaffen. Alle meine Interviewpartner sind sich einig. Ohne eine radikale Reform des Systems wird es weiter zu Kriegen, Ausbeutungen, Enteignungen kommen. Deshalb müssen wir darüber sprechen. Ein Zinsgeldsystem kommt nach einigen Jahrzehnten zum Ende. Es muss einen Crash geben oder eine Währungsreform oder eben zu gezielter, gesteuerter Zerstörung zu einem großen Reset, einem Great Reset. Dass etwas passieren muss, war aufmerksamen Beobachtern seit etwa 3 Jahrzehnten bekannt und in den letzten Jahren verdichteten sich die Beweise, dass es ernst wird. Abgezeichnet hat sich das Ende dieser Finanzperiode etwa in den Staatsschulden. Die Staatsverschuldung der USA war seit jeher hoch. Gerade in den letzten Jahren explodierte aber die Schuldenrate.
Es kam zu einem exponentiellen Anstieg der Schulden, was in einem Zinseszinssystem vorhersehbar ist. Waren die USA 2014 noch mit rund 17 Billionen US-Dollar verschuldet, war es im Herbst 2020 schon mehr als 27 Billionen US-Dollar. 27 Billionen, das sind 27.000 Milliarden. Summen, die für den menschlichen Verstand nicht mehr vorstellbar sind. Diese unvorstellbaren Zahlen bewegen sich aber nicht im luftleeren Raum. Bei dieser Summe fallen rund 900 Millionen Euro Zinsen an pro Tag. 900 Millionen Schuldzinsen pro Tag. Und mittlerweile stehen die Staatsschulden der USA im Jahre 2022 bei rund 30 Billionen Euro. Die Staatsschulden in Deutschland liegen derzeit bei rund 2,3 Billionen Euro, also 2.300 Milliarden. Und im kleinen Österreich hat man satte 339 Milliarden Schulden angehäuft. Jetzt sind die österreichischen 339 Milliarden Schulden im Vergleich zu den USA und zu Deutschland ja geradezu mickrig. Aber die Republik Österreich zahlt derzeit rund 4 Milliarden Euro Schuldzinsen. 4 Milliarden Euro jährlich nur für Zinsen. Und dabei ist das Glück der Österreicher, dass die Zinsraten derzeit historisch niedrig bei rund 1% liegen. Bei 1% Schuldzinsen entstehen also schon 4 Milliarden Euro jährlich für Zinsen. Das sind pro Tag, Achtung, pro Tag 11 Millionen Euro Schuldzinsen, 11 Millionen pro Schuldzinsen. In dieser Stunde, wo Sie sich das Video ansehen, entstehen also einfach so für die Österreicher rund 450.000 Euro Schuldzinsen mehr und für die Amerikaner rund 40 Millionen Schuldzinsen mehr pro Stunde. Es ist unvorstellbar. Wir können uns das mit unserem Geist nicht vorstellen, wir können es nicht erfassen. Bei wem haben aber alle Staaten Schulden? Und warum können sich alle Staaten untereinander noch Geld leihen, wenn alle verschuldet sind, sogar die Top-Wirtschaftsnationen? Nehmen wir an, ich bin mit 100.000 Euro verschuldet. Sie, verehrter Zuseher, sind mit 50.000 verschuldet und meine Kameramänner hier hinter der Kamera sind auch schwer verschuldet. Aber wir leihen uns untereinander ständig Kohle und nehmen neue Schulden auf. Wie geht das aber? Wenn wir alle im Minus sind, wenn wir alle enorme Schulden haben, woher kommt das Geld bitte, wenn alle Teilnehmer verschuldet sind? Die Zentralbanken drucken Geld, und zwar so viel sie wollen, so viel wie nötig, um den Laden am Laufen zu halten. Die Staaten können diese astronomischen Schulden nicht mehr zurückzahlen und sind heillos abhängig. Und sie konnten in den letzten Jahren nicht einmal mehr die Zinsen bedienen. Also wurde der Zinssatz immer weiter abgesenkt auf 2%, auf 1% und der 0% Zinssatz bzw. die Strafzinsen auf Guthaben ist nun das gut sichtbare Ende dieses Systems. Nichts geht mehr. Und jetzt sagen Sie bitte nicht, das geht mich nichts an, was soll ich schon tun? Jeder Bürger ist nämlich auch Bürger für die Schulden, die seine Politiker in seinem Namen anhäufen. Und wir wollen und müssen genauer hinsehen, nämlich auf zwei Hauptprobleme. Erstens, das Geld wird von privaten Banken aus dem Nichts geschöpft und an die Staaten verliehen. Das Geld wird also einfach am Computer erzeugt, per Knopfdruck. Und so kommt immer mehr und mehr Geld in Umlauf. Nicht die Staaten machen ihr Geld selbst, sondern private Bankiers. Daher kommt der Begriff des Fiat Money, des Fiat-Geldes. Fiat ist lateinisch Fiat Lux, es werde Licht. Fiat Money, es werde Geld. Einfach so. Und zweitens, dieses Geld wird gegen Zinseszins verliehen. Und Zinseszins bedeutet ewiges Wachstum, ewig steigende Schulden, was zwangsläufig zur Ausbeutung der Menschen und des Planeten führt, um die ewig steigenden Schulden bedienen zu können. Wir sehen hier, wie sich Zinseszins auswirkt. Die untere Darstellung, also die untere Kurve, wäre ein normaler Zins.
Er steigt beständig gleichmäßig. Zinseszins heißt, dass auch auf die Zinsen wiederum Zinsen berechnet werden. Eine geniale Erfindung, weil es so harmlos klingt. Doch im Vergleich zum einfachen Zins hebt die Kurve des Zinseszins irgendwann ab und steigt explosionsartig an. Man nennt das exponentielles Wachstum. Es hebt ab. Die Kurve kann nie wieder nach unten gehen. Die gelbe gerade Linie unten ist die Ausgangszahl, das Kapital oder eben die Schuldensumme. Die orange Linie, das ist der normale Zins und die rote Kurve ist die plötzlich abhebende Kurve des Zinseszins. Irgendwann hebt sie ab und kommt nie wieder auf den Boden. Und das sehen wir heute in der Praxis bei den Staatsschulden und anderen Schuldenentwicklungen. Dass der Zins schädlich ist, dass er zu Zwietracht führt, dass er die Menschen in arm und reich, in Ausbeuter und Ausgebeutete unterteilt, wissen auch die Weltreligionen. Und so war der Zins lange Zeit im Christentum verboten, im Islam wird er auch heute abgelehnt. Damit ich Ihre Aufmerksamkeit weiter habe, glauben Sie, dass ein völlig verschuldeter Mensch wirklich frei ist? Er muss ständig seine Schulden zurückzahlen. Das nennt man Tilgen. Schuldentilgung. Er muss jeden Monat beispielsweise 500 € an seine Bank zurückzahlen, was bedeutet, er kann mit seinem Einkommen, seinem Gehalt aus Arbeit nicht tun und lassen, was er möchte. Er muss einen erheblichen Teil zurückzahlen. Und so geht es auch den Staaten. Und was ist, wenn es völlig aussichtslos ist, dass die Schulden jemals zurückgezahlt werden? Man ist in der Abhängigkeit, man ist erpressbar, man muss Gefälligkeiten machen. Deshalb war es für die Geldverleiher und Bankhäuser seit jeher die Königsklasse, die Staaten, die Adelshäuser, die Könige in die Verschuldung zu bringen, heißt in die Abhängigkeit zu bringen. Wenn es einem geschickten Geldverleiher gelang, einen deutschen Fürsten zu überzeugen, dass er ihm für ein Vorhaben Geld leihen durfte, dann war ihm ein saftiger Gewinn aus Zinsen sicher. Erstens brauchen Staaten und Herrscher immer große Summen, das bedeutet große Erträge aus Zinsen für den Verleiher. Und zweitens gehen Staaten selten bankrott. Und wenn die Zahlungsunfähigkeit droht, können Könige, Kaiser und Staaten viel tun, um ihre Schulden zu begleichen. Sie haben ja Untertanen, sie haben ja Ländereien. Wenn die Herrscher kein Geld und kein Gold mehr aufbringen, um die Schulden zu zahlen, dann können die Staatsbürger für die Schulden arbeiten. Sie können sie arbeiten lassen. Sie können Wälder und Gründe verkaufen, sogar das Wasser oder die Rohstoffvorkommen. Bevor Staaten bankrott gehen, verkaufen sie das Tafelsilber. Verkaufen sie alles, was man verkaufen kann, auch wenn es noch so unvorstellbar ist. Denken wir an den Verkauf der Grundwasservorkommen an riesige Konzerne. Wasser ist das Gut von jedermann? Weit gefehlt. Wasser wird privatisiert. Warum? Weil es Spaß macht? Nein, weil die Schulden nicht mehr beglichen werden können, weil ein Bankrott abgewendet werden muss. Darum wird auch Wasser privatisiert. Privatisiert kommt vom lateinischen privare und heißt auf Deutsch berauben. Und so werden auf der ganzen Welt Wasservorkommen und Brunnen privatisiert. Für Ärger sorgte das beispielsweise in Afrika gerade, als große Dürren herrschten und hunderte Menschen vor den bewachten Brunnen der Konzerne verdursteten. Die Konzerne wie etwa Nestle pumpen die Wasservorkommen aus der Erde, füllen sie in Flaschen ab und verkaufen sie dann teuer weiter. Wer kein Geld hat, verdurstet. Alleine 2018, als es eine besonders drastische Dürre in Afrika gab, machte der Konzern Nestle 6,9 Milliarden € Umsatz, alleine mit Wasserverkauf. Das Geldsystem hat Konsequenzen, für viele Menschen tödliche Konsequenzen. Verschuldete Staaten müssen ihre Schuld begleichen, irgendwann. Aber der Zahltag kommt, irgendwann. Die Geldverleiher sprechen immer davon, dass sie Geld für sich arbeiten lassen. Bedeutet, selbst muss der Bankier nichts arbeiten oder nur sehr wenig. Aber er lässt sein Geld arbeiten. Wenn er ein paar Millionen auf der Bank hat,
dann kann er alleine von den Guthabenszinsen gut leben. Er muss nichts mehr arbeiten. Nur durch die Zinsen bekommt er schöne Summen monatlich ausbezahlt. Und noch besser ist es, wenn er von seinem Vermögen Teile davon verleiht und hier als Verleiher Zinsen nimmt. Er verleiht 1 Million und erhebt darauf Zinsen und auf die Zinsen wiederum Zinseszinsen. Auch hier arbeitet das Geld ohne jede Anstrengung des vermögenden Verleihers. Wer auf diese Weise über Generationen unvorstellbaren Reichtum anhäuft, der hat viele Schuldner, die ihm Geld oder Gefälligkeiten schulden. Und mit der Zeit steigt die Macht und der Einfluss ins Unermessliche. Selbstverständlich sind diejenigen, die die Geschicke eines Staates leiten, hiervon nicht ausgenommen. Waren früher Fürsten und Könige verschuldet, mussten am Ende sie nach der Pfeife ihrer Geldgeber tanzen. So bestimmt auch heute die Finanzwelt über die Politik. Für die deutsche Politik beantwortet die Frage, wer die wahre Macht ausübt, niemand geringerer als der ehemalige Präsident der Deutschen Bundesbank. Am 3. Februar 1996 sagte der damalige Chef der Bundesbank, Hans Tietmeyer, als er auf dem jährlichen World Economic Forum von Klaus Schwab in Davos zu den rund 2000 Spitzenvertretern aus Wirtschaft und Politik sprach, Zitat: Ich habe bisweilen den Eindruck, dass sich die meisten Politiker immer noch nicht darüber im Klaren sind, wie sehr sie bereits heute unter der Kontrolle der Finanzmärkte stehen und sogar von diesen beherrscht werden. 1996. Hören Sie mal, was vor einigen Jahren Horst Seehofer im deutschen Fernsehen, wohlgemerkt in einer Satire-Sendung, sagte. Müssen wir dringend was besprechen. Sie haben wirklich mein aufrichtiges Mitgefühl, alle Politiker mit guten Absichten, weil es heißt ja immer, Primat der Politik wird wiederhergestellt und man hat doch den Eindruck, dass die Politik enorm dieser Finanzmacht hinterherläuft und dass das manchmal richtig deprimierend ist und jetzt wird zwar was gemacht und morgen wird was beschlossen, aber deprimiert Sie das manchmal, diese Macht, die dann wieder in anderer Hand liegt und nicht in der demokratisch gewählten Macht? Ja. Ich habe jetzt für die Sendung sehr viel gelesen, weil ich gedacht habe, ich will jetzt mal nichts glauben, sondern ich möchte es wissen. Und dann versuche ich zu wissen und dann entdecke ich, für jedes meiner Vorurteile gibt es irgendeinen Professor, der es bestätigt. Ja. Also am Ende muss ich wieder entscheiden, wem von den Vögeln soll ich glauben. Und Ihnen geht es ja eigentlich auch nicht besser, Sie können ja auch nicht alles wissen. Wie entscheiden Sie denn, wem Sie was glauben? Ich versuche nach dem logischen Menschenverstand zu entscheiden, denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Macht ausüben, darum geht es den Superreichen, den Geldgebern, letzten Endes immer. Wer unendlich reich ist, möchte auch Macht und Gestaltungsmöglichkeiten. Und das nach einigen Generationen Reichtum wollen sie das am besten weltweit, global, international. Der Bankier und Präsidentenberater James Paul Warburg sagte am 17. Februar 1950 vor einem Unterausschuss des US-Senats: Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es mögen oder nicht. Die einzige Frage ist, ob diese Weltregierung durch Eroberung oder Einverständnis erreicht wird. Und dieser James Paul Warburg beriet im Zweiten Weltkrieg den US-Präsidenten Roosevelt. Auf den Vater von Warburg, also auf Paul Moritz Warburg, geht die Gründung der FED zurück. Er hat die Idee in die USA gebracht, genauer gesagt die Idee, dass private Großbanken wie die Bank der Warburgs die Staatswährung für die USA drucken und diese dann dem Staat zur Verfügung stellen. Professor Dr. Eberhard Hamer schreibt in seinem Buch Der Weltgeldbetrug, wie der Schritt vom staatlichen zum privaten Geld in den USA vor über 110 Jahren vollzogen wurde. Der entscheidende Schritt weg vom Staatsgeld war 1913 die Gründung des Federal Reserve Systems in den USA. Obwohl nach der amerikanischen Verfassung eigentlich nur Gold und Silber gesetzliches Geld sein dürfen, hat sich ein von privaten Banken gegründetes Kartell unter Führung der beiden Hochfinanzgruppen Rothschild und Rockefeller eine private Zentralbank geschaffen mit dem Recht, eigenes Geld auszugeben, welches gesetzliches Zahlungsmittel wurde.
Und wie das genau vor sich ging? Wie konnte das geschehen? Wie konnte geschehen, dass private Banken plötzlich die Währung der USA drucken? Das sehen wir uns im folgenden Beitrag kurz an. Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, dann ist es für mich gleichgültig, wer die Gesetze macht. Das soll Meyer Amschel Rothschild vor über 200 Jahren gesagt haben. Wie soll ein Bankier die Macht über die Währung einer Nation bekommen, werden Sie sich jetzt fragen, heißt es im Buchumschlag des Bestsellers zur Geschichte der US-Notenbank Fed. Buchtitel Doppelpunkt. Die Kreatur von Jekyll Island. Die US-Notenbank Federal Reserve, das schrecklichste Ungeheuer, das die internationale Hochfinanz je schuf. Und eben dieses Buch von Edward Griffin versucht eine knappe Antwort zu geben. Im Jahre 1913 geschah in den USA das Unglaubliche. Einem Bankenkartell bestehend aus den weltweit führenden Bankhäusern Morgan, Rockefeller, Rothschild, Warburg und Kuhn-Loeb gelang es in einem konspirativ vorbereiteten Handstreich, das amerikanische Parlament zu überlisten und das Federal Reserve System, kurz Fed, ins Leben zu rufen. Ferdinand Lips, langjähriger Direktor der Bank Rothschild in Zürich, schreibt über dieses Buch: Wenn Sie verstehen wollen, was hinter den Kulissen des Weltbankensystems wirklich läuft, wenn Sie den wahren Sinn und Zweck von Kriegen erkennen wollen und wenn Sie sich für die Ursachen und Hintergründe der kommenden Weltwirtschaftskrise interessieren, kann ich Ihnen dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Es ist das Beste, was Sie zu diesem Thema bekommen können. Ein unheimliches Buch. Der Plan zur Errichtung der privaten Dollarnotenbank Fed geht zurück auf ein Geheimtreffen im Jahre 1910. Heute würde man sagen, auch dieses Treffen war damals eine bloße Verschwörungstheorie, da es über 20 Jahre streng geheim gehalten wurde. Doch heute ist es gut dokumentiert. Das Treffen auf Jekyll Island. Der Gründer des Forbes Magazine, Bertie Charles Forbes, war vielleicht der erste Autor überhaupt, der die geheime Natur des ursprünglichen Treffens auf Jekyll Island in einer landesweiten Publikation beschrieb. Stellen Sie sich eine Gruppe der größten Banker des Landes vor, wie sie sich in einem privaten Eisenbahnwaggon im Dunkel der Nacht davonstehlen, heimlich Hunderte von Meilen gen Süden fahren, ein geheimnisvolles Hafenboot besteigen, sich auf eine bis auf ein paar Diener menschenleere Insel schleichen und dort eine ganze Woche unter derart rigoroser Geheimhaltung leben, dass der Name von niemandem von ihnen jemals erwähnt wird, aus Furcht, die Dienerschaft könnte die Identität feststellen und der Welt diese absonderlichste, allergeheimste Expedition in der Finanzgeschichte Amerikas offenbaren. Ich bin nicht romantisch. Ich liefere der Welt hier gerade erstmalig die wirkliche Geschichte, wie der berühmte Währungsbericht von Aldrich, die Grundlage unseres neuen Währungssystems, geschrieben wurde. Offiziell lud der republikanische Senator Nelson Aldrich zum Geheimtreffen, der selbst fester Bestandteil der Bankerelite war. Er war Gesellschafter der Bank JP Morgan und Schwiegervater von John D. Rockefeller Jr. Mit dabei Vertreter des Rockefeller-Imperiums und der Bank JP Morgan und der Ideengeber für die Zentral. Er vertrat die Warburg Bank und die Rothschild-Bankendynastie. Die Idee? Private Großbanken schließen sich zum Federal Reserve System zusammen und drucken künftig die US-Währung Dollar. Nicht der Staat druckt die Währung, sondern ein Kartell aus Privatbanken. 3 Jahre später kam der Plan praktisch zur Umsetzung. Das Treffen auf Jekyll Island war eine streng geheime Mission, was auch Mainstream-Medien heute einräumen. Etwa die Zeit schrieb anlässlich des 100. Geburtstags der Fed über die konspirative Geheimhaltung der damaligen Bankenbosse. Nicht einmal ihre Familien durften wissen, dass sie an einem Konzept für eine Notenbank werkelten. Sie erzählten daheim etwas von einer Entenjagd. Damit das Personal nicht erfuhr, wer sie waren, sprachen sie sich nur mit Vornamen an. Was die Mainstream-Medien aber geflissentlich verschweigen, dass die Geheimhaltung nötig war, um diesen einmaligen Putsch gegen die Demokratie und die Geldschöpfung eines Staates erfolgreich anzubahnen. Und so geheim im Verborgenen der Plan erdacht und entwickelt wurde, so geschickt und zielstrebig wurde der Weihnachtsputsch 3 Jahre später 1913 durchgeführt.
Am 22. Dezember 1913 ging es Schlag auf Schlag. Die meisten Abgeordneten hatten die Heimreise zu ihren Familien angetreten, um das Weihnachtsfest zu feiern, als vor den knapp besetzten Bänken des amerikanischen Kongresses ein Antrag eingebracht wurde. Der Federal Reserve Act wurde angenommen. Das Geldschöpfungsrecht wurde auf wenige Familien übertragen. Die Macht für das kommende Jahrhundert wurde somit zwischen diesen Privatbanken aufgeteilt. Gleich am Tag danach, am 23. Dezember 1913, setzte der damalige US-Präsident Woodrow Wilson den Federal Reserve Act in Kraft. Später soll er dies bereut haben. Zitat Wilson: Ich bin ein zutiefst unglücklicher Mann. Ich habe unwissentlich mein Land ruiniert. Eine große industrielle Nation wird von ihrem Kreditwesen kontrolliert. Unser Kreditwesen ist vereinigt. Daher ist das Wachstum unserer Nation und alle unsere Tätigkeiten in den Händen einiger weniger. Wir sind eine der schlecht regiertesten, meist kontrollierten und beherrschten Regierungen der zivilisierten Welt. Nicht länger eine Regierung der freien Meinung, nicht länger eine Regierung der Überzeugung oder des Mehrheitsentscheides, sondern eine Regierung der Ansichten und Nötigungen einer kleinen Gruppe herrschender Männer. Fest steht: Keinem US-Präsidenten gelang es über 100 Jahre lang, die Fed zu entmachten. Die Geldschöpfung der mächtigsten Währung der Welt, des Dollars, wird nach wie vor von der Fed kontrolliert. Kritiker gehen so weit zu sagen, solange dieser Geburtsfehler des Geldsystems besteht, solange wird es kein gerechtes Geldsystem auf dieser Erde geben. Die Leitwährung der Welt, der Dollar, wird also von privaten Banken erschaffen. Ein weitreichender Putsch oder in Geschäftssprache ein Megadeal, der nun seit über 100 Jahren zu gigantischem Reichtum führt. Kritiker behaupten, mit der Gründung der privaten Notenbank Fed haben gewisse Bankhäuser wie die Rothschilds und Rockefellers ihren goldspeienden Esel erfunden, wie er im deutschen Märchen der Gebrüder Grimm vom Tischlein deck dich so schön beschrieben wurde. Was ist aber Geld? Und dieser grundsätzlichen Frage müssen wir nachgehen. Wir müssen sie stellen, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen nachdenken und durch das Nachdenken draufkommen, was ist Geld? Das können heute nämlich nicht einmal Absolventen von Wirtschaftsstudien oder Wirtschaftsprofessoren beantworten. Und das Geldsystem ist von seinen Erfindern ja absichtlich mit kompliziertesten Begriffen und Vorgängen verschleiert worden, dass sich in diesem Voodoo-System überhaupt niemand mehr auskennt. Was ist also Geld? Geld ist zuerst einmal ein Tauschmittel. Geld ist ein Tauschmittel, dem ich vertraue. Geld ist also Vertrauen. Vertrauen, dass ich für einen Zettel Papier auch etwas bekomme. Wie stellen wir uns die Geldentstehung im Laufe der Geschichte historisch vor? Der Tausch stand am Beginn. Ein Bauer tauschte sein Schwein gegen Milch und Brot vom anderen Bauer. Ein Handwerker reparierte das Dach eines Bauern und bekam für die Reparatur des Daches Eier und eine Ziege. Was war aber, wenn der Handwerker das Dach reparieren sollte, er aber keine Eier und keine Ziege gebrauchen konnte, weil er vielleicht selbst genug davon hatte? Mit der Zeit einigte man sich in unserem Kulturkreis auf Edelmetalle, die schön aussahen, die glänzten und die den Menschen gefielen. Sie dienten als Wertaufbewahrungs- und als Tauschmittel, etwa Gold oder Silber. Der Handwerker reparierte also das Dach und erhielt eine Goldmünze. Mit dieser Goldmünze konnte er dann etwa zum Schuhmacher gehen. Der nahm gerne die Goldmünze für 2 Paar Schuhe und tauschte die Goldmünze dann wieder beim Bauern ein für Eier und Ziegenmilch. Gold- und Silbermünzen wurden schnell zu Währungen ganzer Regionen, man kann sagen zu Währungen von Staaten. Nur die Staaten durften die Münzen prägen und ausgeben. Die Ausgabe von Gold- und Silber- und Kupfermünzen war früher staatliches Privileg. Man nannte das Münzhoheit. Der Staat garantierte also die Reinheit des Metalls und das Gewicht der Münzen, sodass man nicht nur im Inland, sondern auch abseits der Regionen oder im Ausland jederzeit wusste, wie viel jedes Geld- oder Goldstück wert war.
So waren die Metallmünzen zugleich Tauschmittel und Dauerwert. Gold ist aber sehr schwer und wiegt viel, deshalb war der Transport von größeren Mengen Gold gewichtsmäßig schwer und man konnte größere Summen bei Reisen schlecht transportieren. Es war zudem gefährlich wegen der Überfälle auf Goldkutschen und so entstanden Depots, Lagerstätten für das Gold und das Silber. Der Händler und Goldbesitzer bekam einen Schein, einen Zettel Papier, auf dem geschrieben stand, wie viel Gold er im Depot lagern hatte. Und mit diesem Schein konnte er bequem auf den Markt fahren, Reisen machen, neue Güter kaufen, denn die Leute wussten, dass sie für diesen Schein beim Golddepot echtes und pures Gold erhielten, für das sie sich wiederum etwas kaufen konnten. Und aus dieser Entstehungsgeschichte heraus hatten die Staaten viele Jahre lang eine Golddeckung bei ihren Währungen. Das bedeutete, sie garantierten eine gewisse Summe Gold beim Eintausch ihrer Währung. Die Händler und Kaufleute damals hatten Vertrauen zu diesen Scheinen, zu diesen Geldscheinen. Denn sie wussten, mit dem Schein bekommen sie Gold aus dem Tresor. Und so wurden die Scheine gerne angenommen. Man hatte Vertrauen. Geld ist ein gesellschaftliches Vertrauensverhältnis. Das ist ein 10-Euro-Schein. Wenn ich mit einem 10-Euro-Schein ins Café gehe, dann bekomme ich für diese 10 Euro und für weniger, aber ich kann diese 10 Euro hergeben, bekomme ich einen Kaffee, eine Tasse Kaffee. Und das ist ein alter Reichsmarkschein, 10.000 Reichsmark, 1922. Wenn ich damit ins Café gehe, dann werde ich wohl keine Tasse Kaffee bekommen. Warum nicht? Weil das Vertrauen fehlt. Der Kellner kann nicht sicher sein, dass die alte Reichsmark auch an der Tankstelle angenommen wird, wo er nach Dienstschluss tanken möchte. Er muss aber für den Kaffee, den er verkauft hat, Geld erhalten, um seine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Dazu braucht er Geld, dem er vertrauen kann, dass er auch morgen noch etwas für diesen Schein bekommt. Und dieses Vertrauen schwindet jetzt. Es schwindet rapide. Erstens, weil immer mehr Menschen dahinter kommen, wie betrügerisch das Geldsystem ist und weil das Geld so weit verdünnt wurde, dass es an Kraft und Vertrauen verliert. Wieder ein anschauliches Beispiel, um die komplizierten Vorgänge etwas leichter zu verstehen. Nehmen wir an, wir haben eine Scheibe Brot und ich möchte leckeren Bienenhonig darauf schmieren. Damit das Brot süß schmeckt, streiche ich Honig darauf. Und laut deutscher Honigverordnung dürfen maximal 20% Wasseranteil im Honig sein. 20% Wasser im Honig. Edler Qualitätshonig hat meist bedeutend darunter, oft etwa nur 15% Wasser im Honig. Das schmeckt richtig lecker und süß. Und wenn ich aber immer mehr Wasser beimenge, dann überschreite ich die 20% weiter und immer weiter und immer weiter und vielleicht komme ich auf 30, 40, 50 oder sogar mehr Prozent Wasseranteil. Und irgendwann wird vom Honiggeschmack nichts mehr übrig bleiben. Es ist verdünnt und wertlos. Ich streiche mir dann also auf mein Brot nur mehr Wasser. Nur mehr Wasser, das ein bisschen süßlich schmeckt. Und so ist es beim Geld. Wenn sich die Geldmenge immer weiter ausweitet und aufbläht, weil die Notenbanken immer mehr Geld drucken bzw. am Computer bereitstellen, dann verliert das Geld seinen Wert, seine Kaufkraft, seine Bedeutung. Dann kommt es zur Geldentwertung, zur Inflation. Und jetzt wieder ein reales Beispiel mit Zahlen aus Europa. Die Zentralbank-Geldmenge im Europaraum hat sich alleine in der Corona-Krise verdoppelt. Ende 2019 gab die Europäische Zentralbank, die EZB, 3,2 Billionen Euro Geldmenge im Euroraum an. Und im Februar 2022 waren es bereits 6,1 Billionen Euro.
Geht man noch weiter zurück, ist es noch dramatischer. Vergleicht man die 6,1 Billionen mit dem Wert vor der ersten Finanzkrise 2008, dann gab es vor der Bankenpleite 2008 nur 0,88 Billionen Zentralbankengeld, also unter einer Billion. Also von 2008 auf heute eine Versiebenfachung. Die verdünnte Geldmenge führt zur Geldentwertung, zur Inflation. Und wenn die Entwicklung völlig eskaliert, kommt es zur Hyperinflation. Heute lebt kaum noch jemand, der es uns erzählen könnte, aber die Inflation der 1920er Jahre ist glücklicherweise gut dokumentiert. Im Juni 1923 zahlte man für einen Liter Milch noch 1440 Mark. Im Dezember desselben Jahres 1923 zahlte man schon 360 Milliarden Mark. Im Juni zahlte man für ein Ei 800 Mark und 6 Monate später, im Dezember, zahlte man 320 Milliarden Mark. 320 Milliarden Mark für ein Ei. Wenn so etwas passiert, sind alle Ersparnisse am Konto oder in Geldform buchstäblich vernichtet. Sie kaufen sich dann mit ihrem ganzen Ersparten, das sie jahrzehntelang angespart haben, nicht einmal ein einziges Ei.